In einer Stadt in Persien haben einmal zwei Brüder gelebt. Die sind beide arm gewesen. Aber der Ältere, der Kasim, hat ein Mädchen geheiratet. Das war so dick wie ein Weinfässli. Dafür hat sie viel Geld gehabt. Und so ist der Kasim natürlich auch reich geworden. Aber er war geizig und hat niemandem etwas gönnen. Der Ali Baba aber hat das Mädchen geheiratet. Das war arm wie eine Killemus. Sie haben miteinander in einem kleinen Hütchen gelebt und haben manchmal kaum genug zu essen gehabt. Jetzt einmal ist der Ali Baba mit seinem Esel in den Wald Holz sammeln. Da hört er auf einmal Rosstrappeln und so ein Geschrei. Ah! Oh! Und sieht, dass eine ganze Bande gefürchtige, schwer bewaffnete Männer auf ihn zugetreten kommt. Es war zu spät, um davon zu springen, und darum hat der Ali Baba geschwind den Esel hinter einem Gebüsch versteckt und ist auf einen dicken Baum aufgekräselt. Ganz in der Nähe von dem Baum hat es eine grosse Felswand gehabt. Der vorderste Reiter, ein riesiger Kerl, ist vor dieser Felswand stillgestanden, hat überall umeinander geschaut und als er niemand gesehen hat, hat er gerufen: «Oh! Über keine Kuh!» Und dann sind überall aus dem Wald raus Männer herzureiten gekommen. Der Ali Baba hat gezählt, 40 Stück sind es gewesen, und einer hat fürchtiger ausgesehen als der andere. Als alle beieinander waren, sind sie abgestiegen, haben die Rosse abgebunden und der erste Reiter, das war natürlich der Räuberhauptmann, ist vor den Felsen angestanden und hat gerufen: «Sesam, öffne dich!» Die Felswand aber hat sich aufgetan und man hat in eine riesige Höhle gesehen. In dieser Höhle sind alle Räuber verschwunden. Und dann ist die Felswand wieder zu. So wie eine Schiebetür. Der Ali Baba hat gedacht: «Das ist aber eine unheimliche Geschichte. Ich muss da oben warten, bis die Räuber wieder fort sind. Wenn die mich verwischen, geht es mir schlecht.» Endlich, etwa nach 3 Stunden, ist der Felsen aufgegangen. Alle Räuber sind rausgekommen, sind auf ihre Rosse rauf. Der Räuberhauptmann hat gerufen: «Sesam, schließe dich!» Die Felswand ist zu und die Räuber sind davon geritten. Kaum war der Letzte verschwunden, ist der Ali Baba vom Baum herabgekommen. Das Herz hat ihm geklopft. Aber er ist mutig zur Felswand an, hat gerufen: «Sesam, öffne dich!» Und bei Gast, die Felswand ist auf die Seite. Und der Ali Baba ist in eine Höhle rein. In dieser Höhle aber hat es nur noch so gefunkelt von Gold und Silber und Edelstein. Alles ist nur so umeinander gelegen, haufenweise und Kisten voll. Geschwind hat Ali Baba seine Bluderhose mit Goldstückchen gefüllt, sodass er fast nicht mehr laufen konnte. Und dann ist er zur Höhle aus, hat gerufen: «Sesam, schließe dich!» Hat der Esel losgebunden, ist «Was gibst, was hast», heim zu seiner Frau und hat die ganzen Goldstückchen auf den Tisch geleert. Ein höherer Haufen war es. «Hey, du meine Güte!» hat die Frau gerufen. «Bist du unter die Räuber gegangen?» «Ja, das kann man schon sagen», lachte der Ali Baba. Und hat der Frau alles erzählt und hat zu einer gesagt: «Du darfst aber niemandem etwas verraten von dem Gold. Sonst erfahren sie mir die Räuber, dass ich ihr Geheimnis weiss, und dann geht es uns schlecht. Ich gehe jetzt in den Garten ein Loch machen, um das Gold eingraben. Und wir nehmen nur hier und da ein bisschen etwas weg, dass niemand merkt, dass wir auf einmal reich geworden sind. Hast du verstanden?» Ja, ich mache es schon recht», sagt die Frau. Aber kaum war der Mann im Garten raus, hat sie gedacht: die vielen Goldstückchen, das sind sicher ein paar Pfund. Wenn ich nur eine Waage hätte ums Wägen. Und was gibst, was hast, ist sie zum Kasim, seiner Frau, die in der Nähe gewohnt hat, und hat gesagt: «Los, gib mir doch ein bisschen gut deine Waage, ich muss etwas wägen.» Ich würde schon sagen, was, aber der Ali Baba hat mir es halb verboten. Es ist nämlich ein gefährliches Geheimnis. Und dem Kasim, seine Frau, wunderfitzig wie Frauen sind, stricht ein bisschen Leim auf die Waagschale. Und der Ali Baba, seine Frau, hätte ihrer Freude und Aufregung nicht einmal gemerkt, dass eins von diesen Goldstückchen auf der Waage kleben geblieben ist, wo sie bald darauf wieder zurückgebracht hat. Kasim, seine Frau, aber ist zu ihrem Mann und hat schon von weitem gerufen: «Kasim, weisst du auch, dass der Ali Baba so viel Gold hat, dass er es muss mit der Waage weg? Und dabei tut er immer so arm. Ich glaube, der ist reicher als wir. Gehen wir mal schauen, was da los ist.» Der
Der Kasim aber ist schnurstracks zum Ali Baba und hat geschnauzt. Wo hast du das viel Gold her? Sag mir sofort. Oder es geht dir schlecht. Da hat der Ali Baba halt Angst bekommen und hat dem Kasim alles erzählt. Der Kasim aber hat vor Neid und Eifersucht die ganze Nacht nicht können schlafen. Am nächsten Morgen hat er 20 Maultiere mit leeren Säcken beladen. Eine grosse Schaufel hat er auch mitgenommen und ist in den Wald raus. Er hat die Felswand gefunden und gerufen: Sesam, öffne dich! Und ist hineingegangen. Sofort ist die Felswand wieder zu. Der Kasim aber hat gar nichts gemerkt davon. Mit seiner grossen Schaufel hat er wie ein gescheit Gold und Edelstein in die leeren Säcke hineingeschaufelt und hat bei sich gedacht: So, jetzt bin ich dann der reichste Mann im ganzen Land. Und niemandem gebe ich etwas, alles behalte für mich. Da hat noch ein Sämpfeli Platz und da auch noch mal ein Sämpfeli. Aber auf einmal hört er von weitem weg Rostappel. Er ist zu Tod verschrocken und hat gedacht: So, jetzt ist aber Zeit, dass ich gehe. Ich glaube, die Räuber kommen zurück. Wie heisst jetzt auch das Wort? Simsum, öffne dich. Sambam, tu dich auf. Die Felswand hat sich nicht verrot. Jetzt ist ihm in den Sinn gekommen, dass es ein Pflanzenname ist. Sesam ist nämlich ein Rot. Und da hat die einer Aufregung gerufen: Safran, tu dich auf. Suchrot, Zauberbohne, öffne dich. Guck, mach mir doch bis so gut Türen auf. Aber jetzt sind die Räuber vor der Höhle gestanden. Der Kasim hat sich zwar hinter einem Goldhaufen versteckt, aber die Räuber haben ihn natürlich bald gefunden und der Hauptmann hat nicht lange Federleses gemacht. Go, Dieb! Go, Räuber! Hat er gebrüllt. Ja, der hat es nötig gehabt. Und hat dem Kasim gerade den Kopf abgeschlagen mit seinem krummen Säbel. Dann haben sie ihn liegen lassen, sind fortgeritten und ein paar Tage nicht mehr in die Höhle zurückgekommen. Wo am Abend der Kasim nicht daheim war, ist seine Frau zum Ali Baba und hat gesagt: Ali Baba, ich habe so Angst. Der Kasim ist nicht mehr zurück aus der Räuberhöhle. Geh doch mal schauen. Sicher ist ihm etwas passiert. Der Ali Baba aber hat den Esel genommen, ist schauen und hat den Kasim in seinem Blut gesehen da liegen. Geschwind hat er ihn in Tücher gewickelt, auf den Esel geladen und ist heim. Er war traurig und hat zum Kasim seiner Frau gesagt: Es tut mir leid, dass es so rausgekommen ist, aber wir müssen jetzt ganz gescheit sein und alles so machen, dass niemand erfährt, was passiert ist. Wenn es der Räuber zu Ohren kommt, dass wir ihr Geheimnis auch wissen, dann geht es uns allen gleich, wie es um Kasim gegangen ist. Der Kasim hat eine ganz gescheite Dienerin gehabt. Die hat Morgiane geheissen und der haben sie alles erzählt. Und dann ist sie zu einem alten Schneider, der Mustafa geheissen hat, und hat zu ihm gesagt: Los, ich gebe dir hier 10 Goldstückchen. Aber du musst mir versprechen, dass niemandem etwas erzählst von dem, was du jetzt machen musst. Verstehst du? Ja, für 10 Goldstückchen verspreche ich alles, was du willst, hat der Mustafa gesagt. Gut, dann nimm Faden und Nadeln und komm mit mir. Und dann hat der Schneider dem Kasim den Kopf annähen, dass man ihn recht beerdigen konnte. Erst nachher ist Morgiane zu den Nachbarn gegangen und hat allen erzählt, der Kasim sei an einem bösen Fieber gestorben. Alle Leute haben es geglaubt, der Kasim ist begraben worden und der Ali Baba ist mit seiner Frau im Kasim sein Haus gezogen. Das hat jetzt ihm gehört. Als die Räuber in ihre Höhle zurückgekommen sind und den Kasim nicht mehr gefunden haben, ist der Räuberhauptmann fast verplatzt vor Wut und hat brüllt: Da ist noch einer, der das Geheimnis kennt. Und es ist höchste Zeit, dass man den verwütet. Dann hat sich der Räuberhauptmann als Hausierer verkleidet und ist in die Stadt von Haus zu Haus umschnüffeln. Gegen den Abend ist auch ein Mustafa im Haus vorbei. Der Mustafa ist gerade am offenen Fenster gesessen und hat geneigt. Der Räuberhauptmann hat so angefangen zu schwätzen mit ihm. Pass auf, dass deine Nähte nicht krumm werden bei dem Licht. Es ist ja schon fast dunkel. Und der Mustafa hat gesagt: Kannst denken, krumme Nähte. Ich habe noch gute Augen. Letztes Jahr habe ich sogar an einem Toten den Kopf annähen. Aber darfst du niemandem etwas erzählen, hä? Vor Freude hat er überhaupt am liebsten einen Luftsprung gemacht. Er hat dem Mustafa ein Handvoll Goldstückchen in die Hand gedrückt
Und dafür hätte dem Mustafa dem Ali Baba sein Haus zeigen und ihm erzählen, wer drin wohne. Und der Mustafa hat es gemacht. Der schlechte Kerl. Dann ist der Räuberhauptmann zurück in den Wald, hat die Räuber zusammengerufen und zu ihnen gesagt: So, jetzt habe ich ihn. Ali Baba heisst er. Jetzt könnt ihr in die Stadt 41 grosse Ölkrüge kaufen. Aber nur einer muss voll Öl sein. Das brauchen wir, um dem Ali Baba sein Haus anzünden. Ihr aber müsst in die Ölkrüge reinkriechen und ich verkleide mich als Ölhändler mit einem falschen Bart. Dann lade ich euch auf Maultier, gang zum Ali Baba und schaut, dass er mich dort übernachten lässt. Und ihr verhaltet euch mucksmüsli still, bis alles im Haus schläft und ich euch rufe. Dann schlagen wir den Ali Baba zu Tod mit der ganzen Verwandtschaft und das Haus zünden wir an. Und so haben sie es gemacht. Der Ali Baba war gastfreundlich und wo da gegen den Abend ein fremder Ölhändler vor seiner Tür gestanden ist und gefragt hat, ob er übernachten darf, hat er ihn sofort eingeladen. Er hat Morgiane gerufen und gesagt: Wir haben einen Gast. Mach etwas Gutes zur Nacht. Und die Maulesel und die Ölkrüge, die kannst du in den Stall tun. Es hat ja genug Platz draussen. Und dann tust du gerade noch frisches Öl in die Lampe. Morgiane hat gefolgt. Der Besuch hat ihr zwar nicht gefallen. Er hatte so stechende Augen gehabt. Jetzt, wo sie aber die Lampe füllen wollte, ist ihr ein Öl ausgegangen. Da hat sie gedacht: ich nehme ein bisschen aus einem von diesen Ölkrügen raus, die hier im Stall stehen. Ich sag's dem Ölhändler morgen. Aber wo sie den ersten Ölkrug aufgemacht hat der Räuber, der drin war, gemeint, es sei der Räuberhauptmann und hat gefragt: Räuberhauptmann, ist schon Zeit. Ich mag nicht mehr warten, bis wir die endlich abmurksen können. Vor Schrecken hat Morgiane fast einen Schrei abgelassen. Aber dann hat sie ihn gerade noch verheben und hat mit einer verstellten Stimme geflüstert: Noch nicht, aber bald. Dann hat sie es beim zweiten Schluch probiert, beim dritten, vierten, fünften. Überall sind Räuber drin. Erst beim 41. ist endlich Öl rausgekommen. So, euch will ich es jetzt zeigen, hat Morgiane gedacht. Hat eine grosse Pfanne genommen, das Öl heiß gemacht und dann ist sie von Ölschluch zu Ölschluch und hat überall ein Gutsch süttig heißes Öl hineingeleert. Da sind alle Räuber verstickt, bevor sie auch nur einen Muckser machen können. Unterdessen ist der Räuberhauptmann in sein Zimmer. Aber er hat nur die Schuhe abgezogen, ist in den Kleidern aufs Bett angelegt, hat seinen krummen Dolch neben sich hergelegt und gewartet. Morgiane aber ist zum Ali Baba und hat ihm alles erzählt, was passiert ist. Und der Ali Baba hat gerufen: Das ist schon schrecklich. Dann ist ja in dem Zimmer der Räuberhauptmann und ich habe nicht einmal eine Waffe im Haus. Ich gehe sofort zum Sultan und sage ihm, er soll mir Soldaten mitgeben. Es ist ja zum Glück ganz in der Nähe. Und der Sultan war natürlich froh, dass er die Räuberbande endlich hatte. Er hat dem Ali Baba 10 Soldaten mitgegeben. Die haben sich ganz leislich vor dem Räuberhauptmann seiner Türen aufgestellt. Mitten in der Nacht, wo alles im Haus ruhig war, steht der Räuberhauptmann leislich auf, nimmt den Dolch, schleicht zur Tür und macht sie auf. Leislich, ganz leislich. Aber auf einmal ruft es: Halt! Und der Räuberhauptmann ist so verschrocken, dass ihm der Dolch aus der Hand gefallen ist. Die Soldaten aber haben ihn gepackt und vor den Sultan geführt. Und der Sultan hat ihn zum Tod verurteilt. Schon am nächsten Tag ist er geköpft worden. Der Ali Baba aber hat die Höhle mit allem, was drin war, behalten. Viel Geld hat er den Armen gegeben und wenn er nichts mehr hatte, ist er einfach zur Höhle und hat gesagt: Sesam, öffne dich! Und er hat seiner Lebtung nicht alles aufbrauchen. Es hat jetzt noch drin. Aber man weiss eben nicht mehr, wo der Felsen ist. Dummerweise.